Konflikte. Haben wir Konflikte? Denn Ja. Die Frage ist, wie viel pro Tag? Genau, genau. Willkommen beim Marriage Chat, der Videotalk, der dich inspiriert, eine kraftvolle und liebevolle Ehe zu leben. Wir sind Dan und Marianne Nüsch und wir sind seit 12 Jahren verheiratet. Wir haben 3 Kinder. Alle großartigen Dinge im Leben passieren nicht von heute auf morgen. Es braucht Zeit und Energie und so ist es auch in der Ehe. Also es braucht Zeit und Energie, wir müssen investieren und es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich in der Ehe zu investieren und wir machen diesen Ehe-Chat, weil wir glauben, dass manchmal ist es wichtig, dass wir über gewisse Themen in der Ehe diskutieren und wir wollen euch ermutigen, einfach weiterzugehen in der Ehe und zu investieren in der Ehe, weil das ist wirklich etwas großartig, eine gesunde Ehe zu haben. Ja. Wirklich, das macht einen Unterschied über Generationen hinweg. Genau. Heute haben wir ein geniales Thema und zwar Konflikt. Wie gehen wir gut damit um? Genau. Wir schauen 4 praktische Themen an. Und 4 Punkte, die sind simpel, aber nicht einfach. 4 Schritte, wie können wir mit Konflikt gut umgehen? Bevor wir reintauchen in dieses Thema, möchte ich einige Feedbacks einfach kurz vorlesen. Ich liebe es einfach, all diese Kommentare zu lesen, die E-Mail, die ihr schreibt, mega cool zu all diesen verschiedenen Marriage-Chat-Themen. Jemand hat geschrieben, vielen Dank, dass ihr den Beitrag für alle zugänglich macht. Sehr angenehm, authentisch und inspirierend, das wollen wir sein. Jemand anders schreibt, Dankeschön in Schwäbisch Hall. Schwäbenländle, Entschuldigung. In Schwäbenländle spricht man sehr selten über Beziehung. Für mich, die gerne über Beziehung spricht, fällt es oft schwer, Zugang zu finden. Danke euch, es macht Mut, dran zu bleiben am Gespräch. Das ist so genial. So genial bleibst du dran am Gespräch. Wir wollen zusammen weiterhin dranbleiben am Gespräch über Ehe. Und darum unbedingt kommentiert, stellt Fragen, schreibt E-Mail an marriage-chat@icf.ch. Wir lieben es, von euch zu hören. Also lass uns reinspringen ins Thema Konflikte. Haben wir Konflikte? Denn Ja. Die Frage ist, wie viel pro Tag? Genau. Wir müssen hier wirklich ehrlich sein. Konflikte gehören zu Beziehungen, nicht nur in der Ehe, aber Beziehungen allgemein. Wir haben Konflikte, das passiert. Wichtig ist, vielleicht, wenn du gerade jetzt viele Konflikte hast, das heißt lang nichts, dass eine Ehe auseinandergehen oder auseinanderbrechen ist. Nein, Konflikte gehören in der Ehe. Wichtig ist, wie gehen wir mit Konflikten um. Es gibt unterschiedliche Gründe, wieso wir Konflikte haben. Wir sind unterschiedlich, allgemein Stress, gewissen Mangel, ganz viele Gründe, wieso man Konflikt hat. Aber was machen wir, wenn wir Konflikt haben, oder? Dann wollen wir 4 Punkte anschauen, ganz praktische, die sind zwar simpel, aber nicht einfach. Ist oft so. Hey, by the way, punkto Konflikte, ein riesen Konfliktthema sind ja die Schwiegereltern oder die Großeltern und darüber hatten wir einen Marriage Chat vor einem Monat. Wenn du ihn nicht angeschaut hast, schau ihn jetzt noch an. Der Link ist eingeblendet. Es lohnt sich, wirklich. Ja. Alright. Seid ihr ready? Erster Punkt. Also ich denke, der erste Punkt, der wichtig ist, wenn wir einen Konflikt haben, um gut Konflikte lösen zu können, ist, dass wir die positiven Eigenschaften uns bewusst machen vom Partner und somit wieder den Respekt uns zurückholen. Wenn du einen Respekt hast für deinen Partner, deine Partnerin, ist es viel einfacher, einen Konflikt auszutragen, weil es bleibt auf einer respektvollen Ebene. Auf der gleichen Seite, wenn du den Respekt, die Wertschätzung verloren hast, dann werden kleine Konflikte zu dreckigen Schlachten. Dann werden kleine Diskussionen zu großen Problemen. Und ich glaube, das ist so entscheidend. Und dass wir immer wieder sagen, wir loben mehr, wir sehen das Gute. Und am Anfang ist das ja mega easy. Da siehst du nur das Gute. Gell? Die rosa-rote Brille. Genau. Du siehst am Anfang, ja. Du siehst nur das Gute, aber irgendwie später merkst du, nein, es ist eigentlich, ich sehe auch die negativen Dinge, ich sehe auch die Schwierigkeiten, die fangen mich an zu nerven und dann fange ich an, das zu kommunizieren und ich sehe nur das. Und die Realität ist, oft ist ja so, dass eine Medaille hat 2 Seiten. Das heißt, eine Seite, merkst du vielleicht, die nervt mich, aber genau die Seite, die dich nervt, ist oft auch die Seite, welche eine mega Stärke hat.
Und wir verpassen dann das zu sehen. Zum Beispiel, Marion hat eine mega Stärke für Interior Design. Sie macht das zu Hause zu einem wunderschönen Zuhause, egal wie groß das Budget ist, sie macht das Beste draus. Und das schätze ich an dir, das liebe ich es und ich schätze auch die Frucht davon. Aber ich muss auch ehrlich sagen, zwischendurch bin ich genervt, weil oft immer wieder so sie plötzlich die Zimmer umstellt, oder? Für deine Hilfe. Ja, und dann eben, sie stellt ja nicht nur einfach das Zimmer um, sie sagt dann, ja, bei großen Möbeln muss ich dann wieder ran, oder? Und das denke ich, ja, jetzt habe ich nicht geplant, wieder alles umzustellen, oder? Und darum, genau, so gibt es beide Seiten und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns beiden Seiten bewusst machen, weil je mehr wir uns den positiven Eigenschaften vom Partner bewusst sind, desto größer wird die Wertschätzung und den Respekt. Und nur schon das alleine, liebe Leute, kann eine Ehe retten. Darum mein Challenge an dich, Punkt 1 ist, wann hast du wie das letzte Mal ein richtiges Lob deiner Ehefrau, deinem Ehepartner gegeben? Kommunizierst du auch wirklich die schönen Dinge oder denkst du die nur, weil wir müssen sie auch kommunizieren? Hast du den Respekt für deinen Ehepartner? Genau, ja. Also zweiter Punkt, nehme die Bedürfnisse des anderen wahr. Und ich denke, das ist die nächste Voraussetzung für Konfliktbewältigung, dass wir erstens die Bedürfnisse vom Partner kennen und dass wir das wahrnehmen und dass wir können auch unsere Partner akzeptieren. Ich denke, es gibt kein zwei Menschen, die genau gleich ticken und das sehen wir in der Ehepaar. Wir sind nicht gleich, wir haben unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Bedürfnisse und wir müssen das herausfinden, was ist eigentlich Bedürfnis von meinem Partner und wie kann ich das wahrnehmen. Das ist nicht etwas, wo einfach selbstverständlich ist, kenne ich sein Bedürfnis. Nein, wir müssen kommunizieren und austauschen. Und bei uns zum Beispiel, wir sind so unterschiedlich. Wenn es ein ganz praktisches Beispiel, Ferienplanung, den geht gern mit möglichst vielen Leuten in den Ferien. Eigentlich optimal Ferienoption war ein Camp mit ganz vielen Leuten, weil er ist extrovertiert, er liebt das. Ich im Gegenteil, ich bin ein introvertierter Mensch. Ich brauche nicht viele Menschen in den Ferien. Am liebsten gehe ich einfach mit meiner Familie in den Ferien. Und oft früher haben wir das gar nicht so gewusst, weil wir haben nicht ausgetauscht. Unsere Bedürfnisse haben wir nicht kommuniziert und haben wir das auch nicht wahrgenommen. Und dann, wenn wir es nicht kommunizieren, bringt das Frust, weil ungestillte Bedürfnisse bringen Konflikte. Ja, genau. Und das ist das Teil, oder? Genau. Und ganz wichtig in diesem Punkt, in diesem Bereich, keine Meinung ist besser als die andere. Und das ist so ein Schlüsselpunkt für die Ehe, oder? Wenn unsere Bedürfnisse unterschiedlich sind, dann ganz wichtig ist, dass wir können das akzeptieren und wir schätzen nicht unsere Bedürfnisse höher als den Partner. Wir sind ein Team in der Ehe und man kann nur ein Team sein, wenn wirklich beide Partner nimmt das Bedürfnis wahr. Und man muss damit auch ehrlich sein. Also oft ist es in der Beziehung, eine Person ist viel kommunikativer mit ihren Bedürfnissen. Ja. Und ab und zu muss man sagen, ja, aber kenne ich können wirklich beide Seiten ihre Bedürfnisse kommunizieren? Und vielleicht denkt man, ja, Bedürfnis, das weiß ich ja, aber in verschiedenen Lebenssphären hat das einen Einfluss. Zum Beispiel, wir sind alle anders geprägt, wir sind anders aufgewachsen. Vielleicht sieht man die unterschiedlichen Bedürfnisse in Sauberkeit, wie man umgeht mit Sauberkeit zu Hause in der Wohnung und zu Hause. Oder Geld, wie geht man mit Geld um? Sozialen Leben, Sachen wie Hygiene sogar oder emotionale Bedürfnis. Meine Lebenssprache ist anders als bei denen. Und ganz wichtig ist, dass wir herausfinden, was sind unsere Bedürfnisse, wie können die Bedürfnisse wahrnehmen und wie können wir als Team ein Leben führen, dass wir akzeptieren einander und das Bedürfnis Platz haben. Mega gut gesagt. Also meine Frage an dich ist, kennst du die Bedürfnisse von deiner Partnerin, deinem Partner? Einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wenn du jetzt merkst, bei uns sind so lange Bedürfnisse nicht gestillt worden, es sind Mauern entstanden und ich finde den Zugang nicht mehr zu meiner Frau, zu meinem Mann. Oft, was helfen kann, ist einfach sagen, ich mal für einige Wochen sage ich kein negatives Wort und ich fange jeden Tag zu fragen, wie kann ich dir heute etwas Gutes tun? Ich sage dir, wenn du das machst,
plötzlich werden Mauern fallen und deine Frau oder dein Mann wird denken, wow, hey, wir müssen reden, das löst etwas aus. Also versuch das mal, einfach sagen, ich mache keine Kritik mehr und jeden Tag frage ich, wie kann ich dir etwas Gutes tun? Was für Bedürfnisse hast du, die ich stillen kann? Das kann Wunder bewirken. Dritter Punkt, findet eine gemeinsame Wir-Lösung. Wir sind ein Team. Genau, wir sind ein Team. Wir sind ein Team. Ich muss mir das immer wieder sagen. Wir mussten das sogar Anfang der Ehe mal aufschreiben, gell? Ja, weil das am Anfang waren wir nicht wirklich. Wir haben lernen müssen, wie funktionieren wir als ein Team. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind auf der gleichen Seite. Also es geht, wenn wir eine gemeinsame Wir-Lösung finden, geht es nicht darum, sagen, das sind deine Bedürfnisse, okay, ich mache das für dich, wenn du das machst für mich. Weil wenn wir diesen Kuhhandel haben, dann sagen wir, du hast das nicht gemacht für mich, dann mache ich das auch nicht für dich. Und dann sind wir so Verhandelspartner. Aber wir möchten ja, dass wir zusammen gewinnen. Also es ist so entscheidend, dass wir sagen, okay, wie finden wir zusammen eine Lösung, welche die beste ist für beide Seiten. Und da ab und zu muss man sich die Fragen stellen, muss ich Kompromiss machen, die andere Person Kompromiss machen, ist es vielleicht dran, dass ich mich ändere? Also wir müssen eine Bereitschaft haben zu sagen, ich bin bereit, einen Schritt aufeinander zu machen. So bin ich halt einfach. Das geht nicht im Team. Weil die Frage ist ja, was brauchen wir jetzt, um zusammen gut zu funktionieren? Und das ist mega wichtig. Vielleicht ist es Rücksicht, dass ich sage, ich nehme Rücksicht auf die andere Person, weil ich das eher kann. Wir merken, gewisse Bedürfnisse lösen schlimmere Dinge aus bei gewissen Leuten. Also man muss das anschauen und sagen, okay, wie können wir da jetzt, ich habe zwar das Bedürfnis, du hast das, wie finden wir zusammen eine Lösung? Und das ist mega entscheidend. Oft habe ich auch gemerkt bei uns in wichtigen Konflikten, dass wir diese Grundlage setzen, gell? Das hatten wir schon, dass wir sagten, wir möchten eine Zusammenlösung. Wir möchten, weil wenn du einen riesen Konflikt hast und du weißt nicht mal, möchte meine Frau oder mein Mann unsere Ehe, dann wird jeder Konflikt zu einer unsicheren Diskussion. Wenn aber ich sage, ich möchte eine gemeinsame Lösung, ich möchte, dass wir eine gute Ehe haben, das schon kommuniziert zu haben, hilft, eine gemeinsame Wir-Lösung zu finden. Und das Letzte ist, muss ich mir sagen, auch vielleicht zu allen Männern, vielleicht auch zu den Frauen, dass wenn Marion ein Problem hat, dann habe ich ein Problem. Wenn ich ein Problem habe, hoffentlich hat dann auch Mary ein Problem. Das heißt, wir nehmen uns der Probleme des anderen an. Weil was passiert, wenn ich sage, ja ich sehe nicht dein Problem. Also ich habe kein Problem mit dem. Wieso regst du dich auf über das? Also ich sehe kein Problem. Dann sage ich so indirekt, mir ist egal, was deine Bedürfnisse sind. Du bist da und ich bin da. Das kannst du machen, wenn du kein Team bist, wenn du nicht verheiratet bist. Aber wenn du verheiratet bist, möchtest du, dass du zusammen gewinnst, gell? Heißt nicht, dass du genau gleich mit dem Problem umgehst als ich, aber das gemeinsam tragen, hey, ich bin da, also das ist auch mein Problem, dass wir jetzt so eine Wir-Lösung finden, mega wichtig. Und letzter Punkt, sehr, sehr wichtig, lernen zu vergeben. Und das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber ich denke, das ist so much entscheidend, ob wir vergeben können. Wir gehen alle anders um mit Konflikt. Die einen Leute ziehen sich zurück, die anderen greifen ein. Wichtig ist, können wir wieder zusammenkommen und einander vergeben. Also gibt es Platz, gibt es Raum in unserer Beziehung, dass Vergeben passieren können. Ich denke, wenn wir das nicht können, wenn wir sagen, nein, das passiert bei uns nicht, dann müssen wir wirklich überlegen, was können wir machen, weil über die langfristige Ehe, das hebt nicht, wenn diesem Vergebungsprozess nicht stattfindet, weil wenn wir einen Konflikt haben und Vergeben nicht stattfindet, dann bleibt das Konflikt zwischen uns. Und natürlich in der Ehe sind wir offen für Verletzungen. Verletzungen passieren fast täglich. Also kleine Verletzungen passieren vielleicht täglich, aber da gibt es eine Skala von ganz kleinen Sachen, zum Beispiel
den hat nicht aufgeräumt nach dem Snackdessen. Kleine Sachen, die vielleicht nerven oder vielleicht verletzen. Aber dann gibt es auch ganz größere Sachen wie Affäre und tiefe, schmerzhafte Verletzungen, die in der Ehe passieren. Und das ist wirklich schwierig. Weil wir machen uns offen, wir machen uns verletzlich und dann kommt die Verletzung und das tut weh und einander zu vergeben. Wie machen wir das? Das ist so schwierig. Was ich festgestellt habe, ist, es fängt so eine Abwärtsspirale fängt an, wenn wir sind ja intim, wir sind offen, hoffentlich als Ehepaar. Wenn du intim bist, dann lässt du ja deine Schutzmauern runter. Und darum bist du eben so schnell verletzlich. Wenn ich ein Wort, nur schon ein liebloses Wort dir sage, das trifft sie mehr, als wenn irgendein Fremder ihr ein liebloses Wort sagt. Gell? Ja. Weil es ist immer ganz nah. Und wenn das passiert und wir entdecken nicht die Kraft der Vergebung, was dann passiert ist, wir entwickeln Wut. Wut kann zur Vergeltung führen. Ich möchte irgendetwas vergelten. Vielleicht nur schon sagen, ich ziehe mich zurück, ich entziehe dir gewisse Dinge. Ich weiß, du hast Bedürfnis von Nähe. Ich entziehe dir jetzt Nähe, zum Vergeltung auszuüben. Das bringt Angst, Unsicherheit auf beiden Seiten. Und das Resultat ist Rückzug. Das Resultat, ich ziehe mich zurück, ich baue Mauern auf. Das Gegenteil eigentlich von Intimität. Auf der anderen Seite kann diese Abwärtsspirale gestoppt werden, wenn wir nach der Verletzung anfangen zu vergeben. Und dann ist nicht Vergebung gleich nächster Schritt Intimität, sondern Vergebung und nachher ist Vertrauen aufbauen. Also ich muss ja zuerst wieder mein Vertrauen zurückgewinnen. Aber die Vergebung stoppt die Abwärtsspirale und ändert sie in eine Aufwärtsspirale, weil nach der Vertrauensaufbau kann wieder Offenheit entstehen und bei Offenheit kann wieder Intimität entstehen. Und das ist das Business von Gott, von Jesus. Er möchte, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Er macht das möglich und er hat das vorgemacht. Gott selber hat das vorgemacht. Er hat gesagt, ich vergebe den Menschen, um wieder eine Beziehung aufbauen zu können zu ihnen. Und durch sein Vorbild können wir auch wieder sagen, hey, Gott hat mir so viel vergeben. Ich möchte auch einen Schritt auf meinen Ehepartner zumachen. Ich möchte vergeben und ich merke, das ist so ein tiefes Thema, weil der Widersacher, der Teufel, sein Business ist Trennung, Rückzug. Weil das ist gleich schlimm wie Auseinandergehen. Das ist nicht da, die Beziehung ist nicht da. Aber Gottes Business ist, Beziehung wiederherzustellen. Und wie machen wir das mit Vergeben? Also es fängt mit einer Entschuldigung an. Ganz einfach. Wir müssen unseren Stolz auf die Seite legen und den Mut haben zu sagen, hey, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Und ich weiß, das mag man nicht gern, das fühlt sich nicht so schön an, das kostet mir etwas, mein Gesicht, es ist mir persönlich sehr peinlich, ich mag das wirklich nicht gern und doch ist das notwendig für eine gesunde Ehe. Das habe ich letzte Woche gemerkt. Wir haben am Abend eine Diskussion gehabt und ich war sehr müde und ich habe Sachen gesagt, wo im Nachhinein habe ich gemerkt, das war nicht hilfreich in diesem Moment. Ich habe das nichts sagen sollen. Und am Morgen danach bin ich zu denen gegangen und habe ich gesagt, look, es tut mir leid, das hätte ich nichts sagen sollen. Und das war unangenehm und das mache ich wirklich nicht gern und trotzdem habe ich gemerkt, das muss ich machen, weil wenn ich das mache, dann kommt all das zwischen uns weg und dann sind wir wieder näher beieinander und das fühlt sich so schön an. Nach einem Streit oder Diskussion, die vergeben, die Heilung und Vergebung erleben können. Also genau, und interessanterweise, du hast dich auch Entschuldigung gesagt, das habe ich nicht erwartet. Ja, ich war sogar zuerst. Ja, das stimmt. Das hilft natürlich auch, wenn du den ersten Schritt machst. Ich habe es nicht erwartet. Für meinen Stoßkopf. Ja. Ich hatte deine Antwort nicht erwartet. Aha, lustig. Das war mega schön. Ja, lustig. Aber das Interessante ist jetzt fragst du ja, was ist, wenn nicht beide Seiten um Entschuldigung bitten? Weil das kann ja auch sein. Und ich habe gemerkt, oft in Streit, du hast einen Konflikt, man hat Diskussionen, ist im Streit geendet, man hat sich Dinge gesagt, die man vielleicht nicht sagen wollte. Mit diesem Wort hat man einander verletzt. Und dann
ist ja oft so, wenn ich etwas dann Böses sage oder einfach nicht, Liebloses, ist es ja, weil ich war auch verletzt. Und aus dieser Verletzung habe ich wieder verletzt. Und ich habe oft gemerkt, wenn ich nach diesem Konflikt gingen wir auseinander und ich ging zu Jesus und dann war ich mal zuerst wütend und sagte, meine Frau und da. Zum Glück können wir das ja bei Jesus ehrlich sein, dass der Heilige Geist immer wieder zu mir spricht und sagt, Dan, entschuldige dich für das, was du falsch gemacht hast. Weil du musst für das gerade stehen. Und das war nicht einfach, aber ich habe gemerkt, ich muss immer wieder lernen, auch wenn es nur ein falsches Wort war, wenn ich für das falsche Wort mich entschuldige bei Marianne, geht schon ein wenig die Brücke wieder runter. Genau. Und das ermöglicht vielleicht, dass der Marianne sagt, okay, dann entschuldige ich mich auch noch etwas für dieses Wort. Und dann plötzlich löst es eine positive Bewegung aus und die Brücke kommt runter auf beiden Seiten. Heißt nicht, dass es einfach ist. Und unser Beispiel war vielleicht ein banales Beispiel. Vielleicht gibt es eine Verletzung, wo viel schwieriger ist, eine tieferes Verletzung, wo man nicht einfach sofort vergeben können. Aber ich ermutige euch, praktizieren, vergeben und Entschuldigung zu sagen, weil das ist eine Übung. Genau, je mehr man das übt, je einfacher fällt das. Und das haben wir erlebt, aber wir sind nicht perfekt, überhaupt nicht. Aber diesem Schlüssel, Entschuldigung sagen können und einander richtig vergeben können, das hilft uns extrem, dass wir können weiterkommen in der Ehe und eben, dass diese Nähe immer wieder da ist. Ist auch mega gut für die Kinder, das zu sehen. Sie lernen es. Wir setzen ein Vorbild. Wichtig ist auch, da noch zu sagen, es ist ja nicht ein Gefühl. Also warte nicht darauf, bis du dich danach fühlst. Mach's aus Überzeugung. Mach's aus Bewusstsein, wie fest vielleicht auch Gott dir vergeben hat. Mach dir denn bewusst, das hilft mir immer wieder. Und die Gefühle kommen nach und je nachdem, wie groß die Verletzung ist, kann es auch auf der anderen Seite viel auslösen. Und die Frage ist ja, die andere Person, nimmt sie die Entschuldigung an, nimmt sie die Vergebung an, spricht sie die Vergebung aus. Aber wenn wir anfangen zu vergeben, wir anfangen zu entschuldigen, dann machen wir das, was uns belastet. Wir sprechen die andere Person frei von ihrer Schuld. Wir geben unser Recht ab für Vergeltung. Sagen, ich möchte nicht mehr an dem festhalten. Ich möchte keine Vergeltung. Und das ist wie eine Last, die wir abziehen. Also wir werden frei, egal noch schon mal, was die andere Person dann für eine Reaktion gibt. Aber das Krasse ist, wenn wir so leben, ermöglicht es der anderen Person auch wieder einen Schritt auf uns zuzumachen. Und das ist das Schöne von Vergebung, gell? Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir nachher sagen, ich habe dir vergeben, jetzt musst du wieder mega offen sein. Nein, es braucht manchmal Zeit. Ja. Aber das Vergeben, annehmen, das ist der erste Schritt. Genau. Hey, ich denke, wir möchten jetzt einfach beten mit dir, mit euch. Wenn du jetzt gerade in einem Konflikt bist, vielleicht erlebst du eine große Verletzung, vielleicht ist da auch schon eine mega Trennung, eine Wand zwischen euch. Ich glaube, dass Gott Beziehungen wiederherstellen kann. Wunder können passieren. Und es fängt vielleicht eben bei einer Entschuldigung an. Und ich möchte einfach beten mit uns zusammen, dass wir die Kraft bekommen und dass wieder einfach Beziehungen wiederhergestellt werden und dass Konflikte uns besser machen, nicht uns kaputt machen. Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die jetzt zuschaut. Ich danke für jedes Ehepaar, das zuschaut, für alle Beziehungen, die da repräsentiert sind. Und ich bete wirklich für eine Wiederherstellung von Beziehungen, wo Beziehungen kalt wurden, wo Mauern aufgebaut wurden, dass da wieder Mauern niedergerissen werden können. Ich bete für eine Kraft dort, wo Vergebung notwendig ist, wo Entschuldigung sagen notwendig ist. Ich bete, Heiliger Geist, dass du jeder Person da Kraft gibst, diesen mutigen Schritt auf uns zu nehmen. Und ich danke dir, Vater, hast du uns zuerst vergeben. Alle unsere Fehler, alle unsere Schuld hast du uns vergeben. Und ich möchte mir das vor Augen malen, wenn ich anderen vergebe, wenn ich um Entschuldigung bitte. Ich danke, bist du so gnädig auch mit uns selber. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, ein Team-Spirit zu entwickeln in unserer Ehe,
und dass wir die Unterschiedlichkeiten, Konflikten als Chance sehen, sagen, okay, da können wir sind wir unterschiedlich, da haben wir Bedürfnisse, aber wir können daran arbeiten. Und ich segne einfach jedes Paar mit diesem Team Spirit im Namen Jesus. Amen. Amen. Ja, wenn du diesem Marriage Chat gefallen hast, dann nicht vergessen, einen Thumbs up und unseren Kanal zu abonnieren. Auch Rückmeldungen, Feedback, wir freuen uns auf Rückmeldungen. Du kannst uns einfach schreiben per E-Mail marriage/chat@icf.ch oder im Chat selber. Genau. Kommentare, wir lieben es. Ja, genau. Hey, mega schön, wart ihr dabei. Ja. Nächsten Monat, neues Thema, gleiche Vision. Be blessed. Ciao zusammen.